spielt Akkordeon. Akkordeon. Singt seine Lieder, spielt Akkordeon. Hey! Und dann singt er die Lieder, die allerbesten Lieder, die ein jedermann kennt und deshalb was schenkt. Und er träumt von den Liedern, von den eigenen Liedern, die er früher mal sang, als alles begann. Akkordeon, er sitzt auf der Straße, spielt Akkordeon. Akkordeon, singt seine Lieder, spielt Akkordeon. Er fürchtet den Regen, die nie etwas geben. Er hat Angst, dass wer sagt: Hau ab, spiel im Park! Jeder Groschen, der reinfällt, jeder Knopf, der dich mitzieht, macht die Seele so hart wie ein Münzautomat. Akkordeon, sitzt auf der Straße, spielt Akkordeon. Akkordeon, singt seine Lieder, spielt Akkordeon. Akkordeon, sitzt auf der Straße, spielt Akkordeon. Akkordeon, singt seine Lieder, spielt Akkordeon. An dieser Stelle muss ich eine kleine Geschichte erzählen, die sich live vor etwa 4 Jahren, Thomas Vodde kann sich vielleicht erinnern, ereignet hat in Aachen. Hatten wir eine Tourismusgeschichte mit einem Zelt. Es war ein schöner Sommertag, es war warm, es kamen auch wenig Leute und Albertus saß auf einem Hocker vor diesem Zelt und spielte Akkordeon göttlich, um die Leute ins Zelt zu locken. Und dann kamen 2 nicht sesshafte, würde man heute sagen, an diesem Zelt vorbei mit einem halben Liter in der Hand und die guckten sich an und guckten Albertus an und der eine sagte zu dem anderen: So möchte ich auch nicht enden. Live. Ich kann nur sagen, gut, dass Albertus so geendet ist. Ich wäre fast vom Hocker gefallen. So wie der möchte ich nie enden. Grandios. Ja. Aber das nächste Mal, als ich dann mit Herbert unterwegs war, da saß ich in Bielefeld, der Stadt, die es nicht gibt. Saß ich dann tatsächlich in einem Strandkorb vor diesem Zelt, spielte mir wieder so die Seele aus dem Hals und aus den Händen. Und dann kam wieder so ein Bruder an, zu dem ich irgendwie so eine natürliche Affinität zu scheinen habe oder so. Dann, der hatte in der Hand so eine 3/4 volle Flasche Rotwein und in der anderen hatte er eine Flasche Cola. Morgens um 11. Und dann stand der gute Mann vor mir. Der hat lange überlegt, guckte immer von dem Rotwein zur Cola, wieder zum Rotwein und dann gab er mir den Rotwein. Das ist so passiert. Das kann man nicht erfinden. Ja. Und ganz ehrlich, sowas passiert, wenn man mit Herbert losgeht. Gibt übrigens Sachen, ich denke, wir nähern uns jetzt langsam dem Ende. Das könnt ihr so einfach sagen. Ja, ich habe eigentlich Urlaub. Ja, glaube ich auch. Es gibt tatsächlich Lieder, die sind im Sitzen singen verboten. Ja. Nee, dafür stehe ich auf. Und zwar... Nee. Es gibt ein schönes Stück von Jacques Brel.
Das ist nicht der Autor von Wir sind Ostfriesenkinder. Und der hat ein Lied geschrieben über einen Hafen in den Niederlanden. Und das Leben der Matrosen dort. Für mich ist dieses Lied eines der gewaltigsten Chansons. Es ist eines meiner Lieblingslieder. Bei den Kais von Amsterdam. Ich singe das heute nicht im flämischen Urtext. Auch nicht auf Französisch. Nein. Ich singe es auf Hochdeutsch für euch. So als, naja. Genau. Für euch eben. Bei den Kais Amsterdam hört den Seemann, der singt von dem Traum, der ihn bringt, die große Welt Amsterdam. Bei den Kais Amsterdam ist der Seemann nicht fremd, der das Feuer schon kennt, das vom Hafen ihn trennt. Bei den Kais Amsterdam 10 Matrosen krepieren, voll von Bier und Tamtam, und den Morgen sie spürt. Bei den Kais Amsterdam 10 Matrosengeburt, in den Nächten erhurt, die See ihnen nahm. Bei den Kais Amsterdam 10 Matrosen beim Fraß, und das Tischtuch wird nass von dem Fisch, der grad kam. Und dann zeigt ihn gewiss das Fraß manches hinein. Nur der Mond steigt allein auf Wandern und Spliss. Der Kabeljau spürt ihn voll noch Pein, in die Hand haut hinein. Von Meer und Grönland steht einer auf, furzt mit Donnergetös, schließt den Hosenlapp schön, geht rülpsend hinaus. Bei den Kais Amsterdam 10 Matrosen beim Tanz, die reiben den Wanst, an dem Wanst, der grad kam, und die tanzen verschwitzt, und sie strahlen voll Glück, wenn ein einziges Stück durch Akkordeon flitzt. Die Torben herum und sie lachen sich schief, nicht lang viel, das Akkordeon stumm. Und mit sicherem Blick und gemessenem Schritt, wenn die Sonne schon glüht, kehren an Bord sie zurück. Bei den Kais Amsterdam 10 Matrosen beim Suff, und sie trinken den Puff, trinken ganz ohne Scham auf Gesundheit und Geld, alle Noten der Welt, zwischen Hamburg und Kiel, oder trinken sie viel, auf das jedes Weib ist die Tugend, die Leib für 5 Tage oder 10, aber wenn sie dann gehen, schaut zum Himmel sie auf, und sie haben kein Vertrauen in den grünen Raum, ja, sie scheißen darauf, ja, sie scheißen darauf, bei den Kais Amsterdam, und Nord und Süden.
Dankeschön. Ja. Im letzten Lied kam gerade das Wort Puff vor. Das nächste Lied ist ein kleines Stückchen Geschichte. Denn es ist ein Lied über ein Lokal, das es gar nicht mehr gibt. Ich musste mich da mal verdingen, als ich für mein Studium so Geld verdienen wollte. Es war gar nicht so einfach. René Durand hat es gegründet. Das Salambo. Bevor ich dieses Lied singen konnte, musste ich erst da gewesen sein. In der Spätvorstellung zwischen 3 und 5, kurz bevor man auf den Fischmarkt geht. Und ich kann euch sagen, dann steht längst nicht mehr alles so, wie es sein sollte. Ich bin Kellner hier in diesem tollen Schuppen. Wenn das Licht ausgeht, beginnt eine heiße Schau. Aus der ganzen Welt beziehen wir die Nutten. Nur die wenigsten davon sind eine Frau. Von der Sitte kommen jeden Abend Herren. Falls sich einer von den Gästen mal beschwert. Doch die Prominenz lässt sich davon nicht stören. Auch Minister haben wir schon mal verkehrt. Alle sind bei uns zu jeder Zeit willkommen. Sogar Gruppenreisen werden arrangiert. Fühlt sich einer von den Herren leicht benommen, wird er sanft in einen Nebenraum geführt. Oh, heute Nacht zeigt sich vor all den feinen Leuten die Moral ganz ungeschminkt, doch völlig nackt. Auf den Brettern, die die geile Welt bedeuten, CC-Gesichter, die man nur zu Hause macht. Die Bühne frei für Sodom und Gomorra. Graf Porno ist bereit für jeden Ritt. Don Möschen fällt vor Abscheu ins Ekstasia. Aber alle klatschen wie die Blöden mit. Ja, und ich kenne hier, sie kennen mich ja schon. Doch uns folgen nicht die Spitzenattraktion. Da ist die Claudia und tanze die Fandango im Salambo. An dieser Stelle haben wir normalerweise die ganze Kapelle vorgestellt. Wäre ein bisschen blöd jetzt, ne? Ich heiße, können an der Tafel lesen. Dann mache ich mal gleich weiter mit dem Solo.